Salut und herzlich willkommen bei unserer 20. Episode von Lux Play. Heute mal für euch Cadence of Hyrule on my friend Pedro. Hadouken! Nerf this! Wer Crypt of the Necrodancer schon gespielt hat, der kennt das Prinzip von Cadence of Hyrule wahrscheinlich schon ganz gut. Das ganz geht da gemischt am Soundtrack von Legend of Zelda, was für eine coole Mischung ist, die ich vielleicht so noch nicht gesehen hat. Zelda-Spieler waren noch immer dafür bekannt, dass sie schön und harmonische Melodien hatten. Aber wie wäre es mal, wenn in dem mehr Schmackes gibt gehen? Das hat sich Nintendo auch gedacht, und so ist an Zusammenarbeit mit Brazos Half Games Cadence of Hyrule entstanden. Cadence of Hyrule hat dasselbe Prinzip wie sein Vorgänger, Crypt of the Necrodancer, Bewegen und Kämpfen zum Rhythmus von der Musik. Aber wie kommt der Link an Zelda ins Spiel? Den Anfang spielt jemand Cadence, Teilting aus Crypt of the Necrodancer. Und wenn jemand Team den Tutorial gespielt hat, muss er sich für den Link oder Zelda entscheiden, beide in einen Tiefschlaf gefangen. Nachdem sie wach sind, kann er mit dem jeweiligen Charakter spielen. Für einen Zelda-Spieler hat alle Charakter seine vier Nachteile. Zelda kann natürlich seine Magie aufwenden, und für den Link keine Techniken, die nur für hier bestimmt sind. Wenn ihr sich dann auf Erkundungstour möchtet, merkt ihr schnell, dass sich die Musik am Hintergrund verändert. Entweder mehr schnell, mehr los oder mehr hart. Das hängt dann zum Beispiel davon ab, ob Gegner da sind oder auch nicht. Unten am Bildschirm befindet sich ein Licht mit einem Triforce. Aber wenn ihr am Rhythmus bleibt, erhebt ihr nur mit seinen Stärken den Gegner. Klingt einfach, aber das ist oft nicht. Wenn mehr Gegner da sind, wird es mir schwer, die Musik mal zu kriegen und am Rhythmus zu bleiben. Und dann könnt ihr oft stocken. Ein anderer Grund vom Wechsel von der Musik ist natürlich, den wo ihr sich befindet. Hier kommen Plätze rein, die ihr aus Zelda-Spielen kennt. Kakariko, Gerudo oder die verlorene Wälder. Die Hauptziel besteht, während den meisten Spieler draus den Hauptgegner zu besiegen und die Welt zu retten. In diesem Fall muss er 4 Instrumente finden, für das der B für ein Hyrule abgeht, für sich dann den Boss zu stellen. Für die zu finden, muss er sich für dich mal durch die Map kämpfen. Oft muss er den richtigen Weg finden, für auf einer bestimmten Platz rauszukommen, und das kostet uns die Zeit. Pluspunkt ist, es findet verschiedene Amulette. Die einem auf der Karte entweder Dungeons oder Truhen anweisen, was einem oft ein Großteil was. Auf verschiedenen Teilen von der Map vor den ihr Schicker stehen, den ihr aktivieren kann. Wenn den aktiviert ist, kann ihr sich mit Dot oder mit einem Item dahinter teleportieren lassen. Und zum Spiel dort von einem Charakter geht es noch mehr zu sein. Noch viel mehr zu sein. Während dem Spiel sammelt ihr natürlich die bekannten Rubine, Waffen, mehr auch Diamanten. Wenn der Charakter stirbt, verliert er alles. Bis auf Diamanten, an Items, die konstant bleiben, Fate-Amulette. Mit Rubine und Nierwaffen sie fort. Man Diamanten kann ihr nicht mehr nur um Tod, Ausrüstung oder Herzdeler kaufen. Spielt den Einzelspieler bei eurem Koop-Modus. An dem kann ihr sich dann auch raussichern, wie man für einen Charakter spielen will. Den Einzelspieler ist gut für einen Spieler ranzukommen, merkt ihr schnell, dass es mit der Zeit ziemlich schwer geht. Dafür ist der Koop-Modus genau richtig. Mir natürlich auch da gehen Hürden, weil hier das Team habe ich nur gesagt, aber immer wissen, dass das nicht Vegetarier ist. Für die Lass, wenn ein von den Charakter stirbt, kann den anderen schnell bei der Schicker stehen laufen und den anderen Spielerin zurück ins Leben rufen. So ist das Risiko auch Mann, dass ihn alles verliert. Aber für euch mit dem ganzen Geschwätz aus dem Rhythmus kommen wir dann auch zu den Endnotes. Spiel mit Spaß. Ob zu 2 oder allein, ihr tut den Hürden nach Rätseln zu meistern, während ihr den Beat Gegner besiegt. Und ihr tut in eine außergewöhnliche Story und gute Charakteren. Schon allein durch die Musik beim Titelbildschirm verfallen Zelda-Fans der Nostalgie.
Wenn auf geil Ballerei steht, komplett verreckt aus und noch gerne mit Banane schwätzt, den hast beim Spiel My Friend Pedro genau in der richtigen Adresse. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wenn mein Friend Pedro nicht ihr Normalspieler ist, wird das auch kein ganz normaler Beitrag. Du willst spielst einfach ein bisschen drauf los und hoffen erst dabei ein bisschen einen guten Eindruck vom Spiel verraten zu können. Ja, mittlerweile habe ich schon Shotgun freigeschaltet. An der spiele ich übrigens ultra gerne. Und heute könnt ihr einfach ein bisschen wie coole Sachen am Skateboard halt so rundherum zu führen. Die Sachen die sehen zwar am Trailer so ultra cool aus und mega easy aus, aber die sind halt deels einfach unverschämt schwer. So wie heute, normal kannst du Skateboard und gehen und der dann Gesicht kicken. Und ja, das ist ein bisschen schön, weil gerade weil im Spiel Anfang so cool ist, sind die coole Elemente. Also das ist bis so, wer hat Deadpool-Spiel, da wäre der toll. Und ich weiß, es gibt ein Deadpool-Spiel, aber das Spiel war so scheiß, dass du dann nicht mitzählen. Und wenn es so auf der Teil ist, das echt inoffiziell Deadpool-Spiel, das je gibt. Eben meinst du total am Arsch im Spiel. Aber der gilt wahrscheinlich süß für die Switch-Version, weil so Magnetismus gibt. Und Problem bei dem halt ist, dass den halt einfach Sachen hast unlockt, die gönnt ballere will. Ich hätte zum Beispiel so einen Gaskanister leihen. Der kann schon an Blut kicken, aber kann schon nicht an Blut sprengen, weil halt den Aim rumverkackt vom Spiel. Ich sehe das. So, dann habe ich Geld sagen, man kann halt so ein coole Ricochet lassen. Und dabei gehe ich noch killen. Ja, und richtig Elemente gibt halt auch noch im Spiel, wo du halt musst Hebeln an Knäpscher betätigen und der richtige Reihenfolge. Das ist halt schon ziemlich witzig. So. Und gehen halt auch verschiedene Areale am Spiel. Ich habe immer am zweiten Areal vom Spiel gekommen schon. Chantier/Müllhalde. Gehen natürlich komplett andere Sachen. Und nach am Anfang fangen die an einer Fleischerei an seiner Downtown-Gegend halt. Dann können die nur noch an Sewers, also an Kanalisation. Da können nur noch an einen Platz, die nennt sich der Internet. Die Areale sind schon aufwissungsreich. Du willst noch nie wirklich langweilig. Es geht noch halt von Areal zu Areal immer mehr schwer, weil immer mehr Sachen dabei kommen, die im den halt rundherum muss sich bewegen. Hier gibt halt nur so Skateboard-Passage viel. Dann so Hebelrätseln, wo ich muss halt viel Hebeln und Knöpfe an der richtigen Reihenfolge für weiterzukommen, wo normalerweise praktisch unmöglich wäre weiterzukommen. Ja, Heinz müssen halt auch das vorausdenken lernen. Mir kommen nur noch so Sachen wie dass er Minen hört, die muss Füße schluckeln bzw. Futti kriegen, ehren sie beim U kommen. Und kommt natürlich mit schwer Gegner-Typen dabei, am Ende also ISP-Agencies, also Internet Service Provider Agenten. Ich weiß, klingt total dämlich, aber im Spiel ist halt nicht immer alles so realistisch, gell? Der Teil ist zum Beispiel geil. Zack, zack, zack. Der Teil ist so komplett aufgedreht. In Pedrosing World, ja, übrigens, ich versuche immer wir sind Typs, die man länger Bananen schwätzt. Und der Teil ist am Anfang der Bananen hier Welt. Und das ist einfach. Ich weiß nicht, wie ich nennen soll. Schon Gefühl in Gehirfurz wäre schon zu viele Komplimente für der Teil. Alles komplett verreckt und wenn diese Schmanner Gedanken drüber mischt, wird wahrscheinlich besser für die geistliche Gesundheit. Aber es sind halt coole Elemente, wo halt heute noch dabei kommen, die du an dem anderen, also in der realen Welt von meinem Freund Pedro, einen Schnitt mäßig wäre. Oh, das ist verkackt. Ja, die halt Dinger sind noch komisch. Diese Placken halt, wenn ein Druck trippelt, dann verschwonnen sie. Das heißt, muss ich sehr weh dementsprechend planen, für dass ihr noch weiter könnt, weil sonst fällt ihnen halt nur ganz schnell und nichts ran. Am Laufe vom Spiel sammelt dann übrigens auch andere Waffen an, die da vielleicht mittlerweile schon abgekriegt wird. Am Ende habe ich halt Shotgun und Lunch Sturmgewehr abgerafft.
Ja. Und zwar kann er seine Waffe splecken, und das war ja schon ein Geheu. So. Wie der gesagt, ich zu Uzen am Grab, der Tisch, ich kann den Toten machen. Maskierte Kollege hat gesagt, mir so überhaupt anders chase, wie ich will. Aber wann wenn es Gegner wären, mir hast du Zielspiel dann auf die unverständlichsten Sachen, auf irgendwelche Kanten an der Mauer. Ja, wie gesagt, also auch halt ein bisschen anderes Real. Das heißt, am Anfang auf seinem Zug Richtung Internet. Ja, der kann doch Gegner kicken, was echt zu noch kommen. Ich weiß nicht, halt, bam, 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 bam. Und das ist auch, genau, ein ultra geiles Soundtrack am Spiel, muss ich wirklich so. So, dem eigentlich wirklich von da kommen, aber eigentlich kommt schon an noch. Oh. So, dann haben wir halt auch Boss-Battlen wieder gesehen. Und die sind halt auch schon ein bisschen halt so knifflig. Was halt cool ist, die sind halt allkehr so ein so Kniff, den er sich mal rausfahren muss. So, wieder. Geht aber doch, wenn ich will. Ja, okay, du hast schon mal unfair, dass du keine Chance ergeben musst. So. Du lassen. Das ist so schwitzig, aber. Der wird halt auf nutzen, den erwischt gehen. Weil du noch ganz schwer hast. So. Ah. Ja, heißen noch so Minen, von denen ich wieder gespart bin. Ich hoffe, die ganze Idee von dem Beitrag mischt auch irgendwie Sinn und mischt auch Spaß nur zu gucken. Für das doch ein bisschen nur verzeichnen, wie meine Meinungen zum Spiel sind. Ja, das muss ich dir doch so schwer auf viele Sachen und halt auch sehen. So ist irgendwie geil, dass ich hier schon noch endlich faktisch zu kommen. Guck, der steht Schissi heute am Molün. Okay, das war nicht so schwer. Schwer, okay, ich weiß was ich mache. Oh, what the fuck? Ja, nicht. Freund, ja, oh! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne, den schon verkackt. Hey! Nee! Wie packt den das du? Guck, das ist nicht normal. Ah! Puh, das Kind Level auch mal. Oh mein Gott. Ja, der kann doch Salto mit einem Motor machen. Guck, der steht da unten. Ey, das ist selbst so geil. Das ist richtig gut. Oh, so wirklich. Schon schön, weil länger Bananen retten muss man. Den packt Basketball an Kurve und scheiße. Eigentlich halt hier auch noch so andere coole Elemente, die zack. Du kann auch Gegner killen, in dem Sinn Cap von anderen Gegner. Die auf den Kopf geheilt und so weiter. Das sind also dick viele Sachen, die wenn ein bisschen Skill hat, nutzen kann. Für sich Leben zu erleichtern und Munition anzuspüren. Oh. Headshot. Oh. Der hat ein Messer. Ich hab Messer auch benutzen. Das ist geil. Ja, das Spiel macht mega viel Spaß. Ich kann mich so nicht immer wiederholen. Auch wenn es so frustrierend ist. Es muss in dem Spiel aber trotzdem zu gut halten. Es ist wirklich mal etwas Neues und das ist witzig. Es hält sich absolut nicht echt. Ich spiele halt als Typ, den man länger Bananen schwätzt. Auch rundherum rennt ein Gegner wie Deadpool killt. Kann geil rundherum springen, Salto machen, an Zeitlupe, Kugeln ausweichen. Das ist wirklich, also für den kleinen Preis, für das kostet wohl keine 20 €. Ich kriege den für den Nintendo Switch auch für den PC und ich kann wirklich süß weiterempfehlen. Nur da verabschieden ich mich so. Ich denke,
für super. Genauso wie das Spiel ist. So, das war doch schon mal die 20. Episode. Das heißt so viel, dass wir das Ganze schon seit 40 Wochen machen. Mir hoffen, gefällt euch noch so genauso gut wie am Anfang. Oder hoffentlich sogar noch besser. Und dann bleibt bloß noch etwas zu sagen. Und zwar ciao.